Herzlich willkommen heute hier im ICF Basel zu unserer Heiligabend am Morgen Celebration. So fantastisch, dass Sie es geschafft haben, dass ihr es geschafft habt, heute hier an dem Sonntag dabei zu sein. Es hätte noch einige Plätze hier vorne, zwischendurch müsst ihr euch irgendwo einen Platz suchen. Freut euch drauf auf wirklich diese Heiligmorgen Celebration. Es wird eine fantastische Sache werden mit unseren Kindern und vor allen Dingen wird es jetzt Jahresrückblick geben. Was ganz Spezielles an diesem Heiligmorgen. Leander, ja. Stopp. Wir stoßen an. Jetzt kommt Neujahr. Neujahr, okay. Ja, das war ein Fest, aber so schnell war es vorbei. Ostern ist auch schon lange her. Osterhaus, weißt du was? Ich hab dich gestern gesehen im Gras. Osterhaus, weißt du was? Ich hab dich gesehen im Gras. Du bist gehüpft und gehüpft. Du bist gehüpft und gehüpft. Unter Hecke geschlüpft. Unter Hecke geschlüpft. Osterhaus, weißt du was? Ich hab dich gestern gesehen im Gras. Osterhaus, weißt du was? Ich hab dich gesehen im Gras. Dann bist schnell über die Straße. Dann bist schnell über die Straße. Plötzlich hast du dich gebuckt im Gras. Plötzlich hast du dich gebuckt im Gras. Osterhaus, weißt du was? Ich hab dich gestern gesehen im Gras. Osterhaus, weißt du was? Ich hab dich gesehen im Gras. Hast du durchgespitzt und runtergeglitzt? Hast du durchgespitzt und runtergeglitzt? Dann wie der Blitz weiter geflitzt. Dann wie der Blitz weiter geflitzt. Osterhaus, weißt du was? Ich hab dich gestern gesehen im Glas. Osterhaus, weißt du was? Ich hab dich gesehen im Glas. Amira hat die weißen Eier gefunden. Noch besser als Ostern war der Geburtstag. So viele Kuchen, Süßigkeiten und Geschenke. Happy birthday to you.
all diesen Feiern mal ein bisschen entspannen. Das war schön. Dem Morgenrot daher seh ich dich im Strahlenmeer, dich, du hocherhabener, herrlicher, wenn der Alpen Firn sich rötet, bietet freie Schweizer bietet eure fromme Seele an, eure fromme Seele an, Gott im Herren Vaterland, Gott den Herrn im Herren Vaterland. Oh, da gab es auch gutes Essen und wir durften länger wach bleiben als sonst. Das war cool. Badenspiele, wo man etwas gewinnen kann und Schokoladenfrüchte. Das ist das Beste. Oh, natürlich nicht zu vergessen, die heißen Maronis. Maroni, 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 die kaufen wir immer beim Toni. Er schneidet einen Schlitz und dann kommt Hitz. Maroni, 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 Maroni. Sind's echt schon parat oder noch nicht? Er tut mir erzählen, wie es geht mit dem Schellen. Marini, Maroni, Maroni. Marini,
Heute ist schon wieder Weihnachten. Das Jahr verging wie im Flug. Ein Fest nach dem anderen und so viele tolle Geschenke. Aber heute soll es das größte Geschenk geben, hat Mama gesagt. Was wohl drin ist?
Hey, wow, Kids, danke vielmals für diesen Jahresrückblick. Lasst uns doch noch einen Applaus geben, dass ihr uns mitgenommen habt in dieses Jahr. Ihr habt das großartig gemacht. Hey, wir haben es gehört, heute feiern wir Weihnachten und an Weihnachten kann es um so vieles gehen. Es kann um Tradition gehen, um Feste, Essen, Trinken, Geschenke. Wir schmücken unsere Wohnung, wir schmücken unser Haus, wir hängen überall Lichterketten rein, wir lassen schöne Musik laufen, backen vielleicht Gurzli und füllen sie in ein Glas und versuchen, so gut es geht, immer konstant über den ganzen Dezember diese Weihnachtsstimmung am Leben zu erhalten. Und vielleicht steht in deinem Wohnzimmer auch ein Weihnachtsbaum. Bei wem ist das so? Ja? Und ich liebe Weihnachtsbäume. Der Weihnachtsbaum, der erinnert die meisten an das Leben, weil er ist immer grün, das ganze Jahr durch. Schon mal aufgefallen, Kinder, der verliert nie seine Blätter wie all die anderen Bäume. Und deswegen steht er für das Symbol des Lebens, aber es steckt noch viel mehr dahinter. Um zu verstehen, was wirklich hinter dem Weihnachtsbaum steckt, von der Symbolik, müssen wir nicht auf den Baum schauen, sondern auf das, was hier dranhängen. Ich meine, heutzutage kann man ja alles dranhängen. Was hängt bei euch zu Hause dran? Ihr könnt reinrufen. Kugeln. Wer macht denn sowas? Alles Mögliche. Warum hängt ihr so Zeug dran? Schoki, das ist schön, aber die hängt bei uns nicht lang. Das Ding ist, ich hab mich ein bisschen umgehört, wie man das so macht. Und ich bin das Interessanteste, was ich mitbekommen habe, ist die sogenannte Weihnachtsgurke. Kennt ihr das? Kennt ihr nicht? Ja, eben, genau, du wirst eine Chance bekommen. Der Brauch kommt aus Amerika. Und das Ding ist der hat ja ungefähr die gleiche Farbe wie der Baum. Das heißt, die ist relativ schwierig zu finden. Man hängt so eine Gurke in den Baum rein und dann dürfen alle suchen und die Person oder das Kind, was die Gurke findet, bekommt ein kleines Geschenk. Und ich habe gedacht, wir machen das jetzt heute. Das heißt, liebe Kinder, da steht ein Weihnachtsbaum. Ihr dürft hochkommen, ihr dürft suchen, es hat 5 Gurken versteckt. Und wenn ihr eine Gurke habt, dürft ihr zu mir kommen, genau. Dann bekommst du ein Geschenk. Nein, du darfst sie behalten, die Gurke. Und du bekommst ein Geschenk, eine Weihnachtsgurke. Viel Spaß damit. Auch du bekommst ein Geschenk dazu und du bekommst ein Geschenk dazu. Und du bekommst auch ein Geschenk dazu. Vielen Dank. Ja, ich glaube, die Gurken sind weg. Die schnellsten waren es. Noch jemand Bock auf eine Weihnachtsgurke? Sonst noch jemand? Weihnachtsgurke? Hier dein Geschenk. Du musst dein Geschenk nehmen, das ist ganz wichtig. Ja, hier Weihnachtsgurken für alle. Ah, hier kommt noch ein kleines Mädchen. Noe, du für dich. Eine Weihnachtsgurke. Ist ein komischer Brauch, ich verstehe ihn auch nicht, aber jetzt haben wir das auch kennengelernt. Woher kommt es ursprünglich? Wir haben um 1600 rum im Elsass, nicht weit von hier, direkt über die Grenze, haben die Menschen angefangen, Weihnachtsbäume aufzustellen im Wohnzimmer. Und sie haben damals andere Dinge drangehängt, wie wir es heute machen. Eines davon, was sie drangehängt haben, waren Äpfel. Und sie haben Äpfel drangehängt und Cracker. Also so Dinge, die sieht man heute nicht mehr gleich. Ich mache das mal ungefähr so, dass wir ein bisschen eine Vorstellung haben, wie das damals ausgesehen hat. Und die Cracker, das waren so kleine Brote, die sie aufgehängt haben. Und der ganze Weihnachtsbaum war voll damit. Und sie haben nicht nur Dinge drangehängt, sondern sie haben auch den Boden dekoriert. Und das war auch ganz wichtig. Auf dem Boden war Moos. Wisst ihr, was Moos ist? Es war am Ende dann so ein grüner Teppich und das hat ausgesehen wie ein Miniaturgarten, müsst ihr euch vorstellen. Und um das Moos rum war noch so ein Zaun, so ein kleiner Zaun, dass es wirklich wie ein Garten ausgesehen hat. Und das Ding mit dem Zaun war das Ganze sollte an den Garten Eden erinnern. Kennt ihr den?
Das ist der Garten, der Paradiesgarten. Ja? Und all das, was die Franzosen damals, in Straßburg hat das angefangen, was die da gemacht haben, sollte uns an diesen Garten erinnern, der Garten Gottes. Damals lebten die Menschen noch in diesem Garten. Und Gott und Mensch waren zusammen. Es war so, wie es sein sollte. Gott ist immer wieder in seinem Garten spaziert und ist den Menschen begegnet. Und der Mensch begegnet uns in der Bibel als Adam und Eva. Und Adam und Eva lebten in diesem Garten, alles war gut. So soll es eigentlich sein. Und Adam und Eva durften alles machen, alles, was sie wollten. Außer von diesem Baum in der Mitte des Gartens durften sie die Früchte nicht essen. Es war nicht so, dass Gott gesagt hat, ich brauche die Früchte für mich, weil er hat ihnen einfach gesagt, es ist nicht gut für euch, wenn ihr diese Früchte esst. Warum auch immer. Das Problem war an der ganzen Geschichte, da war die Schlange. Kennt ihr die? Und wisst ihr, was die gesagt hat? Glaubt ihr wirklich, dass Gott gut ist? Würde er euch nicht von diesem Baum essen lassen? Wenn er gut ist, wenn es gut mit euch meint? Warum will er Dinge für sich behalten? Was soll das? Warum will Gott nicht, dass ihr von diesen Früchten esst? Er sagt, ihr sterbt, wenn ihr das macht. Aber das stimmt gar nicht. Er hat nur Angst, dass ihr so werdet wie er. Esst ruhig davon. Und was hat der Mensch gemacht? Kennt ihr die Geschichte? Was hat er gemacht? Ganz genau. Er hat den Apfel genommen und gegessen. Und im ersten Moment hat er gedacht, das ist nicht so schlimm. Schmeckt gut. Das Problem war, die Schlange, ja, das ist jetzt ein bisschen, die Schlange hat wirklich gelogen. Oh je, ich habe noch, was habe ich angefangen? Ne? Die Schlange hat wirklich gelogen. Weil das Problem war jetzt, weil der Mensch nicht auf Gott gehört hat, war es nicht mehr gut zwischen Gott und dem Mensch. Und der Mensch musste aus dem Paradies raus, musste den Garten verlassen. Jetzt könnten wir uns fragen, ja, warum war das so? Warum konnten Gott und Mensch nicht einfach weiterhin zusammen sein? Und du musst dir das so vorstellen, es ist wie wenn dir jemand etwas Schlimmes antut, dich ganz fest verletzt, dir ganz doll weh macht. Dann kannst du nicht einfach weitermachen, wie wenn nichts gewesen wäre. Das funktioniert nicht. Es gibt eine Redewendung, die sagt, es steht etwas zwischen uns. Da kann man nicht einfach weitermachen wie bisher. Und so war es damals auch zwischen Gott und dem Menschen. Das Ding ist aber, wir wissen, Gott und Mensch gehören zusammen. Und so hat Gott immer wieder versucht, das, was zwischen den Menschen und Gott stand, aus dem Weg zu schaffen. Und er hat den Menschen gezeigt, wie das geht, wie sie das, was sie von Gott trennt, aus dem Weg räumen können. Und die Menschen haben sich da Mühe gegeben, haben das immer wieder probiert, aber gleichzeitig haben sie immer wieder ganz viele doofe Dinge getan. Und so war das Zusammensein mit Gott nicht möglich. Und dann kam Weihnachten. Dann kam diese Geschichte. Und Lukas schreibt, der Engel kam zu ihr und sagte, sei gegrüßt, Maria, der Herr ist mit dir. Er hat dich unter allen Frauen auserwählt. Maria erschrak über die Worte des Engels und fragte sich, was dieser Gruß bedeuten könnte. Hab keine Angst, Maria, redete der Engel weiter. Gott hat dich zu etwas Besonderem auserwählt. Du wirst schwanger werden und einen Sohn zur Welt bringen. Jesus soll er heißen. Er wird mächtig sein und man wird ihn Sohn des Höchsten nennen. Und Maria wurde schwanger, wie es der Engel gesagt hat, obwohl sie noch nicht mal verheiratet war. Und das war in dieser Zeit nicht so einfach. Und dann kam erschwerend dazu, dass sie mit ihrem Verlobten Josef noch an eine Volkszählung gehen mussten. Das heißt, die mussten irgendwo hinreisen, mussten sich auf eine Liste einschreiben, damit die Regierung wusste, wie viele Menschen leben überhaupt in diesem Land. Und ich kann mir schon vorstellen, wie das ungefähr war, weil, ja,
du denkst nicht, du bist jetzt schwanger und jetzt musst du eine weite Reise machen. Das war ja damals nicht so unkompliziert. Es gab keine Autos, es gab keine Busse, es gab keine Flugzeuge, keine Helikopter. Das heißt, die waren zu Fuß unterwegs mit einem Esel. Und Maria lag auf diesem Esel und ich denke mir so, der Esel hat gedacht, boah. Und Josef hat gedacht, boah. Und Maria, kann ich mir vorstellen, wie sie so positiv, wie sie ist und war, auf dem Esel gehängt ist und sich gedacht hat, ja, das kommt schon. Ich meine, ich habe doch immerhin den Sohn Gottes in meinem Bauch, oder? Das kann jetzt wirklich nicht jeder behaupten. Ich gebäre den Sohn des Allerhöchsten, den Sohn Gottes. Gott wird schon schauen. Gott wird schauen, dass es gut kommt. Gott wird schauen, dass ich irgendwo auf dieser Reise, wenn dann das Baby in diese Zeit kommen sollte, irgendwo eine Klinik habe. Mit einem Zimmer, mit den besten Ärzten. Weihnachten. Nach 9 Monaten Schwangerschaft war Weihnachten. Aber es war überhaupt nicht so, wie sie sich das vorgestellt hat. Weihnachten war ganz anders, als sie es vorgestellt hat. Der Sohn Gottes kommt zur Welt. Aber nicht in einem Palast, sondern in einem stinkenden Stall voller Tiere. Die Geschichte lief ganz anders. Der König der Welt ist da. Der, auf den alle gewartet haben. Aber kommt ganz anders, als wir es uns gedacht hätten. Und auf einen Schlag wird klar, dieses Königreich, was angekündigt wurde, das ist komplett anders als all die Königreiche, die wir kennen. Es ist komplett anders. Gott begegnet uns voll und ganz. Er kommt zu uns, aber er geht nicht zu den Mächtigen, er geht nicht zu den Schönen und zu den Reichen und zu denen, die was zu sagen haben auf der Welt. Nee, er kommt zu den Einfachen, zu den Kleinen, zu den Unscheinbaren, zu den Einsamen, zu den Verlassenen. Kurz gesagt, zu denen, die ihn brauchen. Der Sohn Gottes kommt auf die Welt und er zwingt uns nicht unter seine Herrschaft, sondern er dient uns. Und ich bin überzeugt, damals haben ganz, ganz viele Menschen etwas ganz anderes erwartet und es ist komplett umgekehrt rausgekommen. Der Sohn Gottes kommt nicht, um uns unter seine Herrschaft zu zwingen, sondern um uns zu dienen und uns eine Beziehung anzubieten. Weil es ist wichtig, dass wir etwas wieder verstehen, was wir als Menschen für lange Zeit vergessen haben. Gott ist gut und er liebt uns. Das ist das, was wir wieder verstehen sollten mit dieser Geschichte. Gott ist gut und er liebt uns. Johannes schreibt, denn so hat Gott die Welt geliebt, dass es einen einzigen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren gehe, sondern ewiges Leben habe. Gott hat alles dafür getan, damit wir Menschen wieder mit ihm zusammen sein können. Gott hat alles gegeben, alles getan, um das aus der Welt zu räumen, was uns von ihm trennt. Und Jesus hatte keine schöne Welt, keine schöne Zeit auf dieser Welt. Ich meine, überleg dir mal, er wurde in einem stinkenden Stall geboren. Über seine Kindheit wissen wir nicht viel, über seine Jugend wissen wir nicht viel. Wir wissen aber, als er erwachsen war, war er unterwegs, aber er wurde auch angefeindet. Er hatte viele Menschen, die ihn in Frage gestellt haben, die ihm das, was er gesagt hat, nicht geglaubt haben. Du bist Gottes Sohn, das kann jeder sagen. Und am Ende führt es dahin, dass er die Schuld der Menschheit tragen muss und sie auf sich nehmen muss und für uns stirbt. Aber Jesus ist auch nicht gekommen, um eine schöne Zeit zu haben. Gott hat den ganzen Weg auf uns Menschen zugemacht. Damals im 1600, als die Elsässer, in Straßburg war das, angefangen haben, diese Weihnachtsbäume ins Wohnzimmer zu stellen und sie zu schmücken, haben sie neben den Äpfeln, wie gesagt, auch solche Cracker
an die Weihnachtsbäume gehängt. Oder sogenannte Obladen. Die sollen uns an etwas erinnern, was Jesus immer wieder mit seinen Jüngern gemacht hat. Lukas schreibt, dann nahm er ein Brot. Er dankte Gott dafür, brach es in Stücke mit den Worten, das ist mein Leib, der für euch hingegeben wird. Feiert dieses Mal immer wieder und denkt daran, was ich euch getan habe. So oft ihr dieses Brot esst. Wenn du dich heute Abend an den Weihnachtstisch setzt, dann denk daran, was Jesus für dich getan hat. Er hat alles, was zwischen Gott und dir steht, für ein und alle Mal entfernt. Er hat sich selbst hingegeben, hat all unsere Schuld auf sich genommen und sie für ein und alle Mal im tiefsten Meer versenkt. Und er ruft uns an Weihnachten zu, es ist gut zwischen Gott und dir. Es gibt nichts mehr, was zwischen euch steht. Es ist gut. Und es ist schon bemerkenswert. Wir feiern heute die Geburt eines Babys, das geboren wurde in einem Stall, irgendwo im Nirgendwo, unter schlechten Bedingungen, keine Privilegien und ohne Social Media Account, ohne Werbekampagne, ohne Fernsehauftritte, ohne eine Politikkarriere, wurde er zum bekanntesten Namen der Weltgeschichte. Er war der Hauptdarsteller des meistgelesenen und meistverkauften Buch überhaupt. Seine Geburt hat die Zeitrechnung auf Null gestellt. Er hat gesagt, es ist eine neue Zeit. Wir fangen an, von vorne zu zählen. Es hat was Neues begonnen. Er hat die ganze Welt auf den Kopf gestellt. Und die Welt funktioniert von nun an anders, als wir es uns denken. Er hat die Verbindung zwischen Mensch und Gott wiederhergestellt. Er hat den Himmel auf die Erde gebracht. Und jetzt bietet er uns Errettung an. Und ruft uns zu, es ist gut zwischen Gott und dir. Und so können wir unser Leben leben mit erhobenem Haupt, weil wir wissen, es ist gut. Wir haben Frieden mit Gott. Nicht, weil wir es uns verdient hätten. Nein, nicht, wir können uns das nicht verdienen, sondern weil er den Weg auf uns zugemacht hat und alles weggeräumt hat, was zwischen Gott und uns steht. Er hat uns gerecht gesprochen. Also lasst uns den Weihnachtsbaum erhellen. Lasst die Kerzen anmachen. Lasst uns Lieder singen. Lasst uns gegenseitig Geschenke machen und uns daran freuen. Lasst uns umringen mit denen, die wir gern haben. Lasst uns ein Weihnachtsessen kochen und uns an den Tisch setzen. Lasst uns die beste Flasche Wein öffnen, die wir zu Hause haben. Denn wir feiern, Leute, wir feiern das größte Geschenk aller Zeiten. Amen.